all das, was wir jetzt gesagt haben, sind die Beweise, dass der Koran echt ist und aber auch, dass der Prophet ein Prophet ist. Und das ist jetzt gerade Ayah 3. Ayah 3 sagt, Inneke leminel mursalin. Wahrlich, du bist von den Gesandten. Und das ist jetzt genau das, was ich vorstelle. Es geht alles auf, es ist alles so aufbauend und alles das, was man sagt, kommt dann nachher tatsächlich auch zum Tragen. Und es ist nicht eben einfach losgelöst oder so ungeordnet platziert, sondern alles ist am richtigen Ort und tut genau das aussagen, oder das bestätigen oder bekräftigen, was der Ayah vorher auch schon gesagt hat. Der Koran ist einfach viel zu perfekt. Viel zu viel Wahrheit, viel zu viel Weisheiten sind drin, als ein Mensch das hätte können von sich aus sagen. Das habe ich jetzt so, glaube ich, alles schon vorher erzählt. Viele Menschen würden gar nie wagen, so Aussagen zu machen. Stellt euch mal vor, heute kommt jemand vom Blick, der das Interview mit uns macht. Wie vorsichtig, also wenn wir uns überhaupt bereit dazu erklären, das Interview zu machen, wie vorsichtig müssten wir uns ausdrücken, um sicher zu sein, dass sie nachher nicht in irgendwelche Schwierigkeiten landen. Also man hätte relativ viel Angst. Also ich weiß von mir, ich würde ganz sicher kein Interview geben. Und so ist der Prophet eigentlich auch. Oder? Er ist ständig mit Leuten zusammen, die ja nur versuchen zu beweisen, dass er falsch ist, dass er ein Lügner ist, dass er ein Magier ist, dass er ein Wahnsinniger ist oder all die Beschuldigungen und Beleidigungen, die er über sich ergehen lassen. Also mit jeder Aussage, die er macht, müsste er so vorsichtig sein, dass er eben nicht nachher sagen kann, schau genau, das hast du noch mehr bewiesen, dass du eigentlich nicht normal bist. Aber er hat immer weitergemacht, er hat immer das weitergesagt, was Allah da ihm aufgegeben hat und echt die Wahrheit gesagt. Und das wäre eigentlich viel zu viel für einen normalen Mensch. Auch schon die Tatsache, dass er wohl bekannt ist, dass der Prophet Mohammed hat man kennt. Als er Prophet geworden ist, ist er wie alt gewesen? 40. Also 40 Jahre lang hat man ihn schon kennt. Er war nicht irgendein scheucher Mann in Mekka, den niemand kannte. Also man wusste, wie er redet, man wusste, wie er ist, was für Eigenschaften er hat. Und wenn man jemanden kennt und weiss, wie er redet, und kommt und tut plötzlich ganz anders reden, dann wird gerade jeder erkennen, das ist nicht von ihm. Wenn ich euch jetzt im Originaltext etwas von Goethe vortragen, dann würdet ihr gerade erkennen, vielleicht kennt ihr den Goethe nicht, dann wisst ihr nicht, dass es von Goethe ist, aber ihr würdet gerade erkennen, das ist nicht von mir. Weil allein der ganze Stil, wie man etwas sagt, wie man etwas ausdrückt, ist ganz anders. Und wir kennen, also wenn man sich kennt, dann weiß man gerade, das, was er jetzt sagt, das ist nicht von ihm. Manchmal gibt es auch so Leute, die kommen zum klugen Spruch und dann weißt du gerade, das hat er irgendwo gelesen, das hat er sicher nicht selber gesagt. Oder allein schon, wenn ich vergleiche das, was ich schreibe, oder wie ich mich ausdrücke, wenn ich etwas aufschreibe, und wie ich mich ausdrücke, wenn ich frei rede, ist ganz unterschiedlich. Und der Prophet Mohammed hatte keine Notiz, kein Blatt vor sich gehabt, das er dann abgelesen hat. Weil das, was er sagt, ist unterschiedlich von dem, oder so, wie er sich normal ausgedrückt hat. Aber dadurch, dass er kein Blatt vor sich hatte, das er abgelesen hat, und es hätte ja gar nicht müssen, wenn er ein Blatt gehabt hätte, weil er gar nicht lesen kann, ist eigentlich ein weiteres Indiz, das ist, die Worte sind nicht von ihm. Also es ist irgendetwas, wo anders herkommt. Das Wo wird da noch gar nicht, in diesen paar Jahren noch gar nicht besprochen. Wir wissen dann erst, Yasin, also es ist irgendeine Art von Unterricht da, weil Quran al-Hakim, das Wissen, das er hat, kommt vom Koran. Aber woher kommt der Koran? Wer hat ihm den Koran geschickt? Wahrlich, du bist einer der Gesandten. Aber wer hat dich gesandt? Also im Moment, von Allah ist noch gar nicht gekommen, von Allah Ta'ala. Die Ayah, das soll man wiederholen, Inneke leminel mursalin, das Inneke, das ist die Du-Form. Also vom Inneke wird klar, dass der Prophet Mohammed sallallahu wasallam angesprochen wird. Also wahrlich, du bist einer der Gesandten. Also Allah Ta'ala redet hier
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nicht mit der Quraysh. Aber eigentlich der Prophet Muhammad, wenn er die Ayah vorträgt, redet er zu der Quraysh. Und Quraysh sind ja die nicht glauben, dass er gesandt ist. Also könnte man sich jetzt so fast die Frage stellen, wieso tut Allah Ta'ala nicht zu der Quraysh sagen, wahrlich, er ist ein Gesandter. Sondern er redet zum Prophet Muhammad und sagt, wahrlich, du bist ein Gesandter. Die Mushrikun, das haben wir schon gesagt, die haben sowieso als Lügner angeschaut, dass die hätten das ja gar nicht geglaubt. Wenn wir uns immer noch selber in die Situation hineinversetzen, dann ist es manchmal vielleicht einfacher zu verstehen. Wenn jetzt plötzlich einer kommt und sagt, du bist ein Lügner, was denken wir dann? Gut, der sagt das, aber ich weiß ja, dass ich keiner bin und ich will das gar nicht groß beachten. Wenn jetzt ein Zweiter kommt und ein Dritter und die ganze Gemeinschaft, ich meine, von Mekka, damals, eben noch bevor der Hijra, da hat es noch nicht so viele Muslime gegeben. Das heisst, die meisten Mekkaner sind gegen ihn gewesen und haben mehr oder weniger laut gesagt, du bist ein Lügner oder andere Sachen, schlimmere Sachen. Wenn jetzt eine ganze Gruppe andauernd dich immer schlecht macht und mit dir so umgeht, dann fährst du irgendwann damit an dir zu zweifeln. Ihr habt es echt recht. Und so macht das dann eben Sinn, dass Allah Ta'ala da zum Prophet spricht. Nein, du musst nicht auf die hören. Ich bestätige dir, du bist wahrlich einer der Gesandten. Also der Prophet, Allah Ta'ala tut da was machen? Der Prophet trösten. Du nicht auf sie achten. Es ist schon möglich, dass sie dich so und so nennen. Es ist auch nicht wichtig, wer dich wie achtet. Wichtig ist nur die Anerkennung durch mich. Die Anerkennung von den Mekkanern oder von den grossen, vornehmen Mekkanern ist nicht wichtig. Also es ist gleich, was die über dich denken. Wichtig ist, was ich sage, ist meine Anerkennung. Und ich tue damit anerkennen, dass du wahrlich ein Prophet bist. Also mit diesen Worten tut Allah Ta'ala den Prophet trösten. Und nicht nur, dass er sagt, du bist einer von den Gesandten, also dass er ihm Gewissheit gibt, dass er eben nicht verrückt wird oder dass er etwas Falsches macht. Er sagt ihm auch, und du bist nicht allein. Wie sagt er das? Er sagt ihm, du bist einer der Gesandten. Er sagt nicht, du bist der Gesandte Allahs, sondern du bist einer der Gesandten. Also das ist gleich, wenn ich euch sage, ihr seid einer von den Muslimen. In dem Moment, wenn ich sage, ihr seid einer von den Muslimen, wisst ihr was? Ja, dass es noch andere gibt. Wenn ich weiss, es gibt noch andere, dann fühle ich mich gerade nicht mehr so allein. Das ist also auch eine Art, jemanden zu trösten, zu sagen, du bist mit deiner Bürde nicht allein. Andere vor dir haben die gleiche Last auch schon gehabt, haben die gleiche Bürde auch schon gehabt und getragen. Also all das, was du erlebst, haben andere vor dir auch schon gehabt. Sind die auch schon durchgegangen. Die Propheten vor ihm, die sind zwar nicht mehr da, aber dadurch, dass Allah Ta'ala im Koran eben immer wieder auch die alten Propheten erwähnt und denen ihre Geschichten ihm erzählen, haben wir jetzt natürlich von diesen Prophetengeschichten, das ist schon die Prophetengeschichte plötzlich in einem ganz anderen Licht da. Das heisst, für uns sind sie auch interessant, wir lernen auch über die anderen Propheten etwas wissen, aber einer der Zwecke von diesen Geschichten ist eben auch für den Propheten Mohammed, ihm zu zeigen, dass das, was er jetzt durchmacht, all die Schwierigkeiten, die er hat, das ist nichts Neues. Das haben andere auch schon gehabt. Und zwar alle, die zum Berg Allahs aufgefordert haben, sind eigentlich immer gleich behandelt worden. Und das ist also etwas, wo Trost gibt. Trost und Unterstützung. Und dann noch vielleicht ein paar Worte zum Begriff Gesandten. Gesandten auf Arabisch heißt Mursal. Wir reden aber vom Prophet ja viel auch so mit dem arabischen Begriff Rasul. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Rasul und Mursal? Da sagt er, inneke leminel Murselin, also wahrlich, du bist einer der Gesandten. Der Rasul, das ist ein Botschafter. Das ist zwar, wir es auf Deutsch häufig auch als Gesandte übersetzen, aber Rasul ist jemand, der eine Nachricht hat und sie übermittelt. Wenn ich das Wort Botschafter benutze, oder eben Rasul, könnte es rein theoretisch sein, ich bin zwar ein Botschafter, ich tue eine Botschaft übermitteln, aber wessen Botschaft? Als Rasul habe ich keine
Hinweis oder keine Deutung darauf, wessen Botschaft das ist. Also es könnte auch meine Botschaft sein. Ich kann Botschafter von meiner eigenen Botschaft sein. Wenn ich aber sage Gesandter, wenn ich also die Passivform verwende, dann schließt sich das aus. Wenn ich sage Gesandter, dann hat mich jemand geschickt. Dann bin ich nicht mehr unterwegs in meinem eigenen Namen, sondern jemand hat mich geschickt mit einer Botschaft und somit was? Mit einer Aufgabe, mit einer Pflicht. Also in dieser einen Ayah tut Allah Ta'ala dem Prophet Trost spenden. Er sagt, wahrlich, ich tue dich anerkennen, du bist einer von diesen Gesandten, du bist einer von diesen Propheten und du bist nicht allein, es hat vor dir noch andere Propheten gegeben und ich werde dir immer wieder von diesen Propheten erzählen, damit du dich eben nicht allein fühlst und damit du weißt, denen ist ähnlich ergangen und damit du von dem Erlebten, von der Erfahrung von denen kannst profitieren. Aber gleichzeitig sagt er auch, aber du bist ein Gesandter, also du hast eine Aufgabe und du hast eine Botschaft und eine Aufgabe zum Erfüllen. Das heisst, wenn jemand eine schwere Aufgabe hat zum Erledigen, dann braucht er eigentlich zwei Sachen. Das ist in der heutigen Arbeitswelt nicht anders. Also wenn ich eine schwere Aufgabe zum Erledigen habe, dann ist etwas, wo mir hilft oder etwas, wo man braucht, einer, der einen bestätigt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das heisst, wenn ich jetzt im IT-Bereich eine knifflige Aufgabe habe, die ich lösen muss, aber ich komme einfach nicht vorwärts. Aber ich habe einen, der zwischendurch mal reinläuft und sagt, doch, also, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter so, ich bin hinter dir, ich helfe dir, wenn nötig, und ich stehe zu dir. Ich tue deinen Rücken decken. Dann ist es gut und dann habe ich sicher das Gefühl und kann weitermachen. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch einen, der sagt, du, aber du hast auch noch eine Deadline. Also morgen in der Woche muss es fertig sein, also hey, schau, dass du vorankommst. Das heisst, wenn ich eine schwere Aufgabe zu erledigen habe, brauche ich die zwei Sachen. Und genau das beides macht Allah Ta'ala hier in der einen Ayah. Er spendet Trost und Unterstützung und erinnert ihn daran, dass er eine Aufgabe hat und dass er eben sputen soll, dass er dran halten und die Aufgabe soll erfüllen. Die nächste Ayah, Ayah 4, Ala Siratal Mustaqim, auf einem geradlinigen Weg.